empfangen Sie mit Begeisterung einen Reporter vom Bohreblättchen. Klatsch mal. Ich kannten's eine, der kannt mich auch. Wir kannten uns alle zwei. Ich wurde vergangene Woche in Köln, Jonne für den Neumarkt. Sind ich der auf der andere Sieg, Jon. Der dreht sich rum und sieht mich auch. Ich winke dem. Der winkt mir. Schon für den Neumarkt ob der an. Der guckt ob mich an. Da sind ich, dass der das ja nicht ist. Der sieht, dass ich das nicht bin. Da brauchen wir das alle zwei nicht. Für den Rest krieg ich Geld. Meine Frau wollte selber eine hutzige neue Küche haben. Sag, was willst du mit einer neuen Küche? Du kannst seit 25 Jahren nicht anständig kochen. Sagte, du willst ja auch ein neues Schlafzimmer. Wir sind dann mit der Bahn nach Marseilles gefahren. Ich komme am Hauptbahnhof in mir Abtei. Sitzt da eine in der Ecke. Oh. Oh. Sag, entschuldigen Sie, kann ich Ihnen helfen? Ach, sagte, wenn Sie da oben ein Kissen runternehmen würden und würden mir das in den Rücken stecken. Ich habe dem das Kissen in den Rücken gesteicht. Sagte, oh. Oh. Sagte, entschuldigen Sie, können Sie mir noch mal helfen? Können Sie da oben die Tüte runterholen und mir ein Butterbrot und eine Tasse Kaffee geben? Ich habe der gefördert und eine Tasse Kaffee auf. Sagte, oh. Oh. Sagte, entschuldigen Sie, können Sie mir noch mal helfen? Können Sie nicht den Koffer runterholen und mir unter die Füße stellen? Da hielt mir, droht nicht mehr aus. Sagte, was haben Sie? Sagte, Urlaub. Wir waren noch in 3 Tagen auf dem Schiff, kriegen wir die Einladung für das Captain's Dinner. Steht dort drin, die Herren haben im Dinnerjackett zu erscheinen. Sage für mich droht, was ist ein Dinnerjackett? Seht ihr, da ist nur ein Knopf dran. Sage, der habe ich jede Menge bei mir. Ihr könnt lachen, ich habe mich in dem Ding völlig blamiert. Die andere hatte noch allen Butz angetan. Wir kommen nur jetzt in die Räumlichkeiten rennen. Da hatten sie in eine Hütte ein kaltes Buffet aufgebaut. Jede Menge kleine und große Kümmchen mit diversen Schlaten und Sausen. Ich habe ein Frikadell gegessen, habe einen Schruf gebissen. Sage, Herr Ober, in Ihren Frikadellen sind Schrauben. Da sehen Sie mal, wie das Pferd immer mehr vom Auto verdrängt wird. In eine Eckstunde, eine, der wo nur Rühe, Möse und Schlort am Essen. Mit Rot hat den Zick lang beobachtet, ist es wenig gegangen, sagt er, entschuldigen, sind Sie Vegetarier? Seht ihr, ja.
Sagte, lieben Sie Tiere? Sagte, ja. Sagte, warum essen Sie denen dann das Futter weg? Wir saßen grad, krabbelt eine über die Erde, unter unserem Tisch durch. Sagte, was sucht der? Ich sage, 100 Mark. Sagte, woher weißt du das denn? Ich sage, die hast du gerade gefunden. Wie wir am anderen Tag noch am Frühstück wollten, kommen wir an einem Neffen in Young vorbei, liegt dort der komplette Elferrad für die Tür. Sag für den Kapitän, was soll das denn? Sagte, das müssen Sie verstehen. Es ist ein Taifun angemeldet und da dichten wir daneben Eingänge vorsichtshalber mit alten Säcken ab. Wir sind dann noch am Frühstück auf das Promenadendeck. Mir droht, das hat sich voll in die Sonne gelegt. Das hat sich ingecremt, das war glitschig wie ein so am ingesäften Städt. Gut, der Deck steht was an. Sagte, Chateaubriand, Madame. Sagte, nix, ich bleibe in der Sonne liegen. Kütt dat Frau, Mensch, wo ihr abends für mit gedanzt han und hat sich eine 5 Zentimeter lange Holzsplitte in die Fot geratscht. Da deut mir das Brötchen für die Gesicht. Seht, können Sie mir den entfernen? Sage, nein, das ist Behördensache. Seht, wieso? Sage, das Entfernen von Holz aus einem Naherholungsgebiet ist genehmigungspflichtig. Wir sind dann über das Mittelmeer durch die Straße von Gibraltar. Die war in sehr schlechtem Zustand. Meterhohe Wellen. Da haben wir uns nur noch in gebrochenem Deutsch unterhalten. Sind dann links ab nach der Kapverdischen Inseln, die haben ihren Namen aus dem Mittelalter. Da sind die deutschen Seelöck immer hingefahren und haben sich ihre Kappe machen lassen. Und wenn die da angekommen sind, haben die schon von wegen gerufen, Kap fertig. Es ging dann südlich um die Salmonellen, wieder nach Norden in die Stadt Wort-Gemös Square bis Madison Square Garden, im Städtchen düstere durch den Panama-Kanal. Wir standen auf dem Hu an der Reling, seht mit Rota, guckt mich was an. Sagt, das ist ein Luchs. Seht, warum leuchten dem seine Augen denn so? Sage, das ist ein Elektrolux. Ich habe dann nicht abends in der Bar ein paar ausländische Kollegen getroffen. Eine Franzose, eine Amerikaner und eine Türk. Wir kommen jetzt in den Kall. Seht, der Franzose, hier ist überhaupt nichts los, wollen wir uns nicht irgendetwas aus unserer Heimat erzählen? Ich sage, was dann? Seht, wo wir besonders stolz drauf sind. Ich sage, dann fang doch uns an. Ja, seht, das weiß ja jeder in Frankreich, die Frauen, die sind schlank, die sind elegant, die sind charmant, die sind wunderschön und unheimlich toll in der Liebe. Da bin ich besonders stolz drauf. Seht ihr, Türk, Pappelapapp, Frauen. Bei uns in der Türkei, die Teppiche, die sind riesengroß. Die haben eine Vielzahl von Ornamenten. 1000 Stiche auf den Quadratzentimeter. Die sind so weich wie das Moos im Wald. Da bin ich besonders stolz drauf. Seht der Amerikaner bei uns in den USA, der CIA. Der weiß alles, kann alles, erfährt alles. Dem bleibt nichts länger als 24 Stunden verborgen. Da bin ich besonders stolz drauf. Die gucken mich an. Sage, wenn ich so Kalle höre.
Besonders stolz bin ich dann nur noch auf mich. Sagt der Franzose, wieso? Sage ich, habe uns mit einer Französin auf einem türkischen Teppich getroffen, da ist der CIA bis heute nicht hingekommen. Wie wir dann wieder heimgeflogen sind, treffe ich im Flugzeug meine Kabinennachbar wieder, der hatte so einen dicken Back. Sage, was hast du denn gemacht? Ach, hält mir immer auf. Ich war noch in Las Vegas, da habe ich Roulette gespielt. Ich habe $50 auf die 13 gesetzt. Die Kugel rollt. Rien ne la plus. Was soll ich dir sagen, wer gewonnen hat? Sag, erzähl. Die 13. Ich hatte so einen Haufen Geld, alles wieder auf die 13 gesetzt. Die Kugel rollt, rien ne la plus. Und was soll ich dir sagen, wer gewonnen hat? Ich sag, erzähl. Die 13. Ich hatte so einen Haufen Geld, alles wieder zurück auf die 13 gesetzt. Die Kugel rollt. Was soll ich denn sagen, wer gewonnen hat? Ich sah die 13. Nee, die 6. Sag ich, hätte mir unten jetzt weggebissen. Das ist aber, meinst du, was ich im Mund habe? Ich hielt dich jetzt Quatsch und erzähl, doch leider vergeht die Zeit viel zu schnell. Ich muss wieder fahren, sieht man nicht Gott, der Bauernreporter ist wieder fort. Allah, Dankeschön. Der Mann heißt Adam Kranz. Wir bedanken uns bei ihm für seinen vortrefflichen Vortrag mit dreimal Kölle.